Herzlich willkommen, liebe Leute, hier von Brüssel bei Blick auf Europa. Am Laufe des letzten Jahres hat die Kommission hier ein Mobility Package vorgestellt. Das ist ein Pack von einer Party, einer Reihe Mesuren, Propositionen, alles über die Mobilität. Und du hast von den Dossiers, wo ich Rapporte genannt gesehen am Beschäftigungsausschuss, die Lenk- und Ruhezeiten von den Kamionchauffeuren. Und ich kann nur sagen, nach 6 Monaten Arbeit, dass man den gestern mit kann ich mit Satisfaktion sagen, dass man gestern mit einem Succès den aufgeschlossen haben. 32 Stimmen dafür, 14 dagegen bei 7 Enthaltungen. Das ist ein ganz agreeables, komfortables Resultat. Ich muss sagen, die Stimmen aus dem Osten, aus Polen, aus den baltischen Ländern, Ungarn, Rumänien, war ich sicher, dass ich die nicht kriegen, weil sie ihr Geschäftsmodell darauf aufgebaut haben. Und ihr wisst, dass der Kamionsektor da ganz umstritten ist und die natürlich nicht wollen von ihrem Geschäftsmodell aufrechnen. Es ist so, dass der Beschäftigungsausschuss natürlich nicht mehr ein Avis durchzogen hat. Der federführende Ausschuss ist ein Transport, wo ich auch aktiv bin, wo ich auch Member bin. Und da wird dann die Stellungnahme, die wir geholt haben, die Position, die wir geholt haben, könnt dann an den Transportausschuss und dann hoffe ich natürlich, dass ich da alliiert fanden, die Meinung dann noch da am Transportausschuss haben und dann noch da durchsetzen. Aber vielleicht kurz ein paar Worte zum Dossier selber. Ich war von Anfang an der Meinung, dass eigentlich die Regeln, die Lenk- und Ruhezeiten, die wir haben, dass die gar nicht mal so schlecht sind. Die sind allgemein akzeptiert. Das ist so, dass eigentlich dass es bei der Umsetzung ein paar die Lücke gibt, ein paar die Unklarheiten in anderen Gesetzestexten. Allerdings aber für allem, dass es um Kontrolle fehlt. Und da sind die Memberstaaten zuständig für die Kontrollen durchzuführen. Du hast einerseits schwierig, die Kontrollen durchzuführen, andererseits aber auch auf verschiedene Länder gar keine politische Willen dafür da. Dann natürlich, wenn die Kontrolle gemacht wird, dann ist Hand auch die Sanktionen, die müssen geholt gehen. Und auch da muss ich sagen, habe das an den einzelnen Memberstaaten, da sind von ganz kleinen Sanktionen praktisch uneffikaz bis zu ein bisschen große Strafen, als da alles und auch da, wie gesagt, ist keine große Wille für das durchzuziehen. Das sind die Knackpunkte gewesen an dem Dossier. Für mich war von Anfang an habe ich das ganz an den Kontext gesagt von der Straßenverkehrssicherheit. Ich meine, wenn man aufhängt, Zeiten von den Chauffeuren, wo sie fahren können, wo sie Pause machen, wenn man das aufhängt, flexibilisieren, liberalisieren, über das raus, was wir schon haben, weil wir haben eine gewisse Flexibilisierung da dran. Wenn man darüber rausgeht, und das war die Proposition von der Kommission, für mehr weit zu gehen, dann greift den an Straßenverkehrssicherheit an, weil der Chauffeur dann mittags nicht so ausgerascht ist, wie das eigentlich müsste sein. Du hast es nun einmal so, es besteht eine gewisse Spannung so nicht einmal zwischen nicht nur den Chauffeuren, sondern insgesamt den Arbeitnehmern am Gesamten. Das heißt, einerseits sind Leute, die wollen ziemlich komprimiert viele Stunden machen, mit kurzen Pausen, mit just die nötige Ruhezeit. Für das können die Kompensation, die sie dort so gut tun, für die können sie nur bei ihnen zu holen und dann lang Weekend zu machen. Das ist eine Art und Weise, wie den Einzelnen das gesagt. Ich muss ehrlich sagen, ich fand nur eine Woche, nur 6 Tage, weil die Chauffeuren dürfen 6 Tage fahren, bis zu 10 Stunden, muss ich sagen, dass sie hier wöchentlich Ruhezeit für 45 Stunden verdient haben. Die haben schon gekürzt auf 24. Aber ich bin der Meinung, dass es spätestens noch 2 Wochen 45 Stunden sind. Und dann wird dabei kommen, dass ein Gerichtsurteil vom Europäischen Gerichtshof, der sieht, dass spätestens noch 2 Wochen noch eine verlängerte wöchentliche Ruhezeit, dass der Chauffeur da nicht die Zeit an der Kabine verbringen darf. Das heißt, oben seine tägliche Ruhezeit, seine verkehrtste wöchentliche Ruhezeit, ja, dürfen an der Kabine verbringen. Heute noch heutzutage mit modernen Kamionen heute noch relativ viel Komfort, wo aber noch ganz stark Bedarf was nach oben, das ist und den Fazilitäten, die hygienischen Bedingungen, dass er kann duschen auf sich gehen, dass der Gemeinschaftsraum kann auf sich gehen, dass der Restaurant kann auf sich gehen. Und die kennt das alle gut. Die sieht das Leute, wie die Hausen, ein bisschen wie die Nomaden, auf den Raststätten, da immer aber auch auf kleine Parkingen, die wird ganz nicht, wo sie dann an ihrer Kabine, wo sie schlafen.
erwart net unbedingt awer enger Sicherheit an enger Gesundheit op der Arbeitsplatz, wie mir Standarden hunner, wie mir als vierstellen entspricht. Ein zweiter Punkt ist aber auch wichtig, und das hört direkt mit der Ruhezeit zu tun, wenn ich der Chauffeur eigentlich dem Moment Möglichkeit hat, für heim zu fahren. Aber wenn ich weiß, dass der größte Teil von den Chauffeuren aus dem Osten ist, dann bin ich der Meinung, dass es spätestens noch 2 Wochen übrig ist, dass die kumulierte Ruhezeit, die sie dann so gut tun, dass der Patron ihnen eine Möglichkeit gibt, für heim bei ihrer Familie zu fahren, bei ihren Freunden, bei ihren Bekannten, an gesellschaftlichen und sozialen Aktivitäten teilzuholen. Insofern an das ist von der Kommission auch ein bisschen ähnlich gesehen. Das heißt, sie sind der Meinung, noch 4 Wochen heimfahren und dann ein bisschen mehr eine lange Periode durchgehen. Auch da sind ich, wie gesagt, mit der Kommission nicht einer Meinung. Und dafür habe ich auf dem bestehenden System aufgebaut. Dann natürlich ein weiterer Punkt, der das einerseits, wie gesagt, Schlafen an der Kabine in der Sohn, muss ich auch dafür sorgen, dass dann die einzelnen Memberstaaten genug Raststätten herstellen, präsentieren. Und da hat man das, wie gesagt, auch. Und da ist der ein oder andere Memberstaat ganz schlecht aufgestellt, wo es wirklich unsekurisierte Parkplätze fehlt, weil es könnte noch ein Aspekt dabei, dann ist der Chauffeur aus gewissen Ländern responsabel für die Schacht, die er hat. Und will natürlich sein Kamion auch im Moment nicht verlassen, darf noch nicht verlassen. Und das ist auch ein großes Problem. Das ist, wie gesagt, den E-Punkt. Den anderen Punkt für heimzufahren. Und dann natürlich ein Punkt, den uns auch wichtig war, das ist für die kleinen Kamionetten, für die mit anzubeziehen. Die sind im Moment durch nichts reglementiert. Die brauchen sich, das ist kein Tachograph. Da geht nicht abgezeichnet, wie lange das sie fahren, geht nicht abgezeichnet, wie sehr das sie fahren. Die sind da so ein bisschen freigestellt, und da fahren da 20 Stunden da, schlafen ein bisschen auf ihrer Bank oder an ihrer Kabine, an ihrer Fahrerkabine, rennen umher. Das ist ein Modell, den, obwohl nach 12 fehlen, es fehlen im Moment nach Statistiken, wir stellen fest, dass das Modell am Gang ist, zuzuholen, dass immer mehr Volumen von großen Kamionen auf kleine Kamionen verloren wird, und das am Anfang mit den Kamionetten gerannt geht, ohne dass da noch Limiten bestehen. Das heißt, uns wäre es wichtig, oder mir wäre es wichtig, für das auch mit anzubeziehen. Das bedingt natürlich ein großes Umdenken, auch was Kostenfaktor anbelangt, dass der, wenn wir das nachverlieren, auch dass die Tachographen, und da komme ich noch darauf zu schwätzen, dass die im Moment noch nicht verfügbar sind, anzuführen. Es wäre aber wichtig, wie gesagt, für die mit anzubeziehen. Und dann den Tachograph selber, wo wir eigentlich ein Reglement haben, das sagt, dass den intelligenten Tachograph, das heißt den sozusagen ein bisschen wie ein Smartphone, den alles kann abzeichnen, an den noch Grenzüberschreitungen kennt, und so weiter. Und das heißt, das soll ab 2019 an die neue Kamion angebaut, die mit einer Übergangszeit von 15 Jahren, das ist extrem lang vorkommen. Da konnte man nicht damit d'accord sein, wir versuchen die Zeit zu verkürzen, und zwar ganz drastisch zu verkürzen. Wir schwätzen da von 2021, wo wir das unbedingt wollen, dass das an die Kamion angebaut wird. Und dann natürlich auch an Kamionetten angebaut wird, und dann natürlich auch, dass das von den einzelnen Inspektoren an den einzelnen Ländern auch kontrolliert wird. Das heißt, dass die auch die Geräte kriegen als ETM oder als WAN, die Kontrolle möchte, und dass die auch Möglichkeit haben, wie gesagt, für das auszulesen, was dann so einen intelligenten Tachograph da abgezeichnet wird, und das auch können zurückverfolgen an den einzelnen Ländern, auch an den einzelnen Däch, über den längeren Zeitraum, über den Monat zurück können gucken, was hat der Chauffeur, was hat der Congé, was ist er gefahren, wie viele Stunden ist er gefahren, wie viele Länder ist er gefahren und so weiter. Das ist, wie gesagt, auch eine große Herausforderung, wo wir unbedingt insistieren, wo die Kommission auch nicht so ambitiös ist, wie wir das sind. Das sind so ein bisschen die Einzelpunkte, wo ich ganz großen Wert darauf gelöst habe. Was sind die nächsten Schritte? Und das ist etwas, was ganz kritisch ist, was ganz, wir sind ja am Transportausschuss federführend, wie ich gesagt habe. Und hier haben wir einen Navi für den Transportausschuss, den
war den zwar nicht direkt bindend ass, mit den aber konsideiert gëtt an ich hoffe an ich mache noch viel Lobbyarbeit am Transport für die Einzelakteuren dort zu sensibilisieren, für dat ze als Meinung echt holen, dat ze war noch vielleicht nicht integral mit dann aber Großteil oder vun der anherieren Bericht aflesen lassen. An es sind wie gesagt auch do Member, ich kann auch do mein Abfluss gelten machen. Dat ass dann den Transportausschuss, da könnte dann plenär an dann natürlich kënnet an die Großverhandlung an den Trilog mat den Conseil, mat den einzelnen Memberstädten. Und dass ja dowe Gesetzgebung gemerket, einerseits Parlament, einerseits de Conseil. An do muss ich so durchstoßen zwei Überlegungen, zwei Welten obeneen, weil das auch am Conseil die Gespräche, die wir hunn, ass dat och net evident, ass dat och net einfach fir Länder zu überzeugen, die lo 10, 12 Joer sech so ein Modell abgebaut hun, weil ihr gesit jo wie dabei sind Autobunde, wie dabei se Straßen ass, et sind praktisch nimme Kamionen NRW aus Rumänien, aus Bulgarien, aus Polen, aus Estland, die baltischen Länder, Litauen an se Virun, auch teilweise Spanien, dat sie Peripherieländer, dat techt das ha net Ostgin fest, mit das auch Peripherie. An déi sinn natürlich dobaus fir hire Modell ze halen, die wëlle méi Flexibilisierung, die wëlle méi Großzeite, wo se kënne fuhren, an dann de Schoffer do no eng Roezeit zur Verfügung stellen, die dann de moment doch kompenséiert gëtt. An dat entspricht net eiser Überlegung echtens a Punkto Arbeitskonditionen fir d'Chofferen, aber auch a Punkto Strassenverkehr Sicherheit. An natürlich dritte Punkt, an der ist auch wichtig, die machen die nationalen Märkte komplett futti. Das heißt, ein nationalen Transporteur hat praktisch keine Möglichkeit mehr, nationale Verkehr so zu gestalten, mit unseren Sozialbedingungen, mit unseren Löhnen und so weiter. Wie das misst Sinn, weil, wie gesagt, die Länder dieses Modell rausgesicht haben, weil die den Marché futti machen. Das ist, wie gesagt, kurz bis noch der Werdegang. Nicht nur einerseits wie der Rapport verlaufen, was wir aufgestimmt haben, dass wir auch die nächsten Schritte für zu weisen, wie das eigentlich, wie kompliziert das ist. Und das ist so ein Gesetzesprozess, wie bis zum Abschluss könnt, so bis zu 2 Jahre kann dauern. Das ist nicht rares, das ist keine Rarität, das ist praktisch an all das der Fall, weil es eben so kompliziert ist, weil in all die einzelnen Akteure muss unhören, so funktioniert Europa, das ist Demokratie an Europa, das ist eine Vielfalt, die einerseits natürlich große Vorteile hat, andererseits an einem Gesetzesprozess, wie das so zum Abschluss kommen, natürlich ganz lang kann dauern. Das wäre Teil von Brüssel. Merci für das Nachgucken, bis die nächste Woche.